Neuer Paar, neues Glück, willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Legends Yay mit unserem Dratini, was hoffentlich bald zum Dracoran wird. Aber erst einmal müssen wir uns um ein Megamnit-Problem kümmern. Und zwar Bisaflor. Dratini wäre es eigentlich praktisch, ne? Da könnte ich ja schon mal mit Evas und so ein bisschen arbeiten, ne? Ich weiß doch gar nicht, was Bisaflor so an EVs und so bringt, tatsächlich. Da wir diese Folge auch ein paar Dinger gekauft haben, ein paar Vitamine. Das ist eine Option, ne? Dratini, ja, ist ja die Frage, was mache ich aus Dratini, ne? Das Dracoran, wird es ein Mixed-Sweeper oder physischen Sweeper? Muss ich mal gucken. Normalerweise eigentlich eher physischer Sweeper, ne? Aber man weiß nicht so recht. So, Zita, wie sieht's aus? So ist man erstmal mit Uhafnia, ne? Du kannst sicher rufen. Ja, Pflanzengift wäre im Prinzip Gardevoir war ja schon praktisch wegen dem Psychotyp, aber ich habe Giftangst wegen Fee. Das ist ein bisschen doof. Helfen dir also Bisaflor. Sieht halt schon cool aus, ne? So ein mega Bisaflor. Viel cooler als Giga Dynamax Bisaflor. Oh, hi. Ja, Damage hält in Grenzen tatsächlich. Obwohl ich ja selber nicht viel bekomme. Aber halt Drachenflug, ne? Man, was will er da schon machen? Natürlich auch mehr auf die Dinge hier gehen, ne? Die Boost-Attacken. Geht nicht. Oh. Davon haben wir gehört. Die dringend zerstören. Offenbar kann es auf dieser Flur mit denen nachher heilen irgendwie. Das war ein fetter Solarstrahl. So, Freundchen. Wow! Das ist ein fiesen Body Slam. Wollen wir nach kurz zurückziehen. So, jetzt geht's richtig ab. Erst die Hälfte, ne? Bisaflor hat eine gute Defense. Da schon wieder.
die schnell zerstören. Ganz schön aggressiv, Junge. Ah, nicht so einer. Warum geht es einfach immer auf mich? Wow. So, das war's. Hat einen guten Kampf geliefert. Und wir kriegen seinen Megastein. Bisaflor-Nit. Tja, aber bloß noch ein Bisaflor, ne? Wundervoll. Das ist ja genau das, wonach ich gesucht habe. Es ist eindeutig. Violet Super Turnier 5 darf nicht ohne Madame Sita und Monsieur Michael stattfinden. Heimsuchen, sagt sie, okay. Heimsuchen nehmen, sowas zu trauen würde dann ihr. Ja, seien wir vorsichtig. Besser ist es. Puh. Ja, ein paar gibt's noch, ne? Okay, nicht so viel gebracht tatsächlich. Zuerst dachte, aber hey. Das machen wir jetzt so. Ein Schnäppchen nach hier unten. Dann kommt der nächste wieder zurück. Wafni war hier. Jetzt muss man überlegen. Das nächste war Altaria. Dracheflug, aber als Mega war es Drachefee oder Feeflug? Ich glaube Drachefee, ne? Drachefee. Also kann ich Skelebra eigentlich vergessen. Bräuchte sicher mal Stallabor. Mega jetzt zum Setten. Also Lichtschild und Reflektor kann sich nicht schaden. Einstrahl-Lichtkanone kann ich beides gut gebrauchen. Jetzt mal ein bisschen Stahl-Pokémon. Oder Stahl-Attacken vor allem. Mülltreff wäre natürlich gut. Gardevoir. Nee. Da nehmen wir Pandrago noch mit, ne? Braucht Skelabra. Kann ich eigentlich auch schenken. Tja. So sieht's aus, Leute, ne? So sieht's aus. Dass einfach 2 neue Wildzonen gespawnt sind, letzten Mal gar nicht gesehen habe, ist auch ein bisschen peinlich. So. Hier ruckelt sie da ein bisschen, aber ist nicht vom Aufnahme her, sondern irgendwie sonst einfach. Keine Ahnung. Also für das Spiel weg ein bisschen. Gramokles geht's nicht gut, ne? Gramokles, dem Klingenkraft-Pokémon und so einer scharfen Stein zu verhelfen, da ist das ganz Bestimmtes, und zwar ein Pupitar. Das Körper ist äußerst hart, weißt du? Ein Gramokles eine stumpfe Klinge, mehrmals wenn ich abschleife, ist nur wieder scharf. Ja, und Gramokles, ein Pupitar ist dafür nicht mehr so hart, oder was? Also zufällig noch eins haben, ne? Gramokles, scharfe Schneide. Jetzt ein 1 gegen 1 Kampf, oder was? Also stark ist mein Pupitar auch nicht.
Na, wir testen es mal, ne? Was? Nur aus Pupitar? Okay, Planänderung. Ja, warum nehme ich es gerade einzeln raus? Weil ich mir gerade überlege, ob es vielleicht Zeit wird. Pupitar ein bisschen zu boosten. Also wir wird jetzt im Zeitpunkt noch keine Dinger geben tatsächlich. Noch keine EVs und so, obwohl ein bisschen schon viel auf Angriff geht, oder? Das passt ja. Wäre meint jetzt ja noch zu früh, das heißt, Pupitar. Wir versuchen es mal, Kumpel. Ja, okay. Boah, Junge, du brauchst so viele EVs. Ding. Die EVs an den KPM. EPs, so. So, das wird dann mit der Level 55 raus. Wobei, ihr könnt es einfach noch lassen, ne? Ihr könnt es auch stärker trainieren hier und aber warten mit der Entwicklung. Ja, eine Option. Ja, ein Hyperstrahl, genau. So siehst du aus. Oh, Erdbeben. Das ist geil. Steinkante. Das ist auch geil. Auch mal dem Spiel. So. Ja, wir haben ja schon Pokémon. Aber glaub Pupitar oder Despotar, dann wenn schon, würde es eher online einsetzen, tatsächlich. Aber irgendwie so das Gefühl, das würde sich eher anbieten. Ich habe mir überlegt, dass ich mir so auch gewisse Teams habe, also Rank Battles und so. Ich glaube, neben Garados würde das halt gut anbieten, ne? So ein Despotar. Ja klar, so ein hohes Level hat. Ja, ich könnte es natürlich auch heilen währenddessen, ne? Oder eben ein paar Proteine und so gehen, damit es schon mal mehr EVs hat. Der Schädel macht doch so viel Damage, hätte ich nicht gedacht. Ja gut, wie gesagt, ne, er kann natürlich jetzt auch eine andere Tour ziehen. Können das Ganze auch ein bisschen anders handhaben, aber ne, ich versuche es nochmal so und sonst geben wir ein bisschen Proteine. Wollen wir mal gucken, wie viel Schaden ich überhaupt durch einen Eisenschädel kriege. Wenn es halt so viel Damage macht, dann lohnt sich halt die Heilung nicht. Wenn es schon fast, wenn es mehr als die Hälfte abzieht. Ob es mir jetzt wohl besser geht? Kein Schimmer auf Achsen falschen. Gamo!
Das ist recht OP. Sag ich doch. Ein Pupitar war alles, was es brauchte. Untersuchung der Herzen des Panzer überzeugen. Das leitet ihm die Entwicklung. Wird es auch so gekonnt, aber okay. Haben wir gerne gemacht. Gramokles scharfe Schneide. Ein Finsterstein. Braucht es zwar für Pupitar nicht, aber Gramokles, ne? Braucht es halt. Aber wir haben ja schon einen, ne? Das Problem haben wir schon mal gelöst. So. Oh, was hat er jetzt alles im Team? Moment. Megan jetzt zum Setten noch, genau. So. Soweit dazu. Ihnen geht's gerade gut? Okay. Dann gehen wir doch mal straight hier hin. Dann gehen wir direkt zum Kampf. Die Sidequest nachher. Die Sidequest hat ein bisschen länger gedauert, aber eigentlich sind die alle relativ easy peasy zu machen. Bitte Hilfe, meine kleine Schwester ist einem Licht nachgelaufen. Schon wieder? Bitte hilf meine Schwester zu finden. Ah ne, war ein Skillabra, kein Lichtel. Das ist kein Teleport. Ja, ist gut, wir haben es verstanden. Er spielt gerne. Der Spur von Lichtel. Ich sage jetzt 85 bereits, krass ey. Na du? Ja, wir kriegen ihn schon, keine Sorge. Ja, die Folge könnte ein bisschen länger dauern. Hinterher beim Teutates. Ja, Schwerkraft, ne? Da bist du ja. Das Licht hat Spaß, ne? Einfach nicken passt schon. Irgendwie ruckelt's leicht. Aber ich bin's nicht, ne? Also sieht OBS-technisch und so, Grafik hat alles cool aus. Relativ entspannt sogar. Ich gucke gerade, das ist sonst irgendwie mein Elgato ein bisschen. Müssen wir mal neu starten. Ist sie das?
Wer ist da? Dein Bruder schickt mich. Oh. Oh oh. Mir wird gerade schlecht. Hilfe! Wir sind hier sowieso bald fertig. Wer sind wir? Oh, bin ich ohnmächtig geworden oder was? Lichter zu helfen. Ich habe gehört, dass Lichter wieder munter werden, wenn sie Lebensenergie in sich aufsaugen. Ganz schön mutig. Tschüss, ihr Lichtel. Auf der Spur von Lichtel. Ein Lebenorb. Oh, das ist langsam jetzt krasse Items hier. Okay, ist doch gar nicht irgendwie unheimlich oder so, nee. So, ich habe überhaupt 385, sehr schön. Panzeronik Galagnit. Die sind neu, ne? Dadurch, dass wir ein Galaktin ja sowieso im Team haben, ist natürlich das perfekt geeignet. Eh noch Ding Galakladi so wieder ins Team nehmen. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Option wäre es eigentlich mal, ne? Aber wir werden eigentlich schon Gardevoir so als Startding bekommen. Andererseits Psychokampf, ne? Weil Psychofee haben wir ja schon mit unserem Starter. Das wäre eine geile Ergänzung tatsächlich, muss ich zugeben. So. Wisst ihr was? Wir holen uns das letzte mega Pokémon, die Sidequest, die letzte, die sparen wir uns später auf. Der kann davon rennen. Ja, mal gucken. Wird wohl Quest 84 sein, ne? Ja, okay. Und ich glaube, ich habe irgendwas gehört, dass die Quest Nummer 88, die soll eine sein, mit der wir den Stein für Frostede bekommen. Also einen Entwicklungsstein, also diesen, weiß das, Erwachenstein oder so. Irgendwie sowas. Oh. Dann gucken, wie ich überhaupt da hinkomme. Das wäre von hier ausgehen, aber es scheint nicht so zu sein. Hier irgendwo um in Möglichkeit hoch. Warte mal. Vielleicht hier, ne? So, hier direkt geht es wohl nirgends hoch. Ja, ne, so gute Rat teuer. Ah, hier. Jetzt ein Hololift. Ich muss darüber, ne? Oh!
Oh, Schwerttanz, gar nicht lustig. Das war knapp. Ein Elite-Viech, ne? Ja. Kann man eigentlich machen, finde ich. Vor allem, da sich eh nicht mehr weiterentwickeln, ne? 34. Okay, passt auch wieder. Aber irgendwas hier oben gehört hat, ich guck mal nach, aber sowas ist jetzt auch nicht erwartet. Falsch, ne? Muss darüber. Autsch. Wie zum Henker, warte mal. Ah, da. Junge. Gut versteckt, muss ich zugeben. Neuer Tag bricht an, ja, das ist nichts Neues. Brücke. Puh, das war was. Von der Zeit her. Ja, normalerweise müssen wir eigentlich nur 30 Minuten eigentlich abkürzen. Gut, komm. Dann kriegen wir noch hin, ne? Ja, Altaria, okay. Ja, das ist gut. Ja, das ist schon ein schlechtes Gewissen, wa? Drachefee, ne? Die sagen zwar nichts dazu, gehen wir nur davon aus. Durchaus hübsch. So. Ja, guck mal, ne, wie es jetzt läuft. Es hat gesessen. Und das schmeckt richtig. Wer also kein Flug-Pokémon ist, ne, kriegt es ohne Schaden. Was tut jetzt da Schönes? Oh, ein bisschen viel Wind, ne? Oh, ein bisschen sehr viel Wind, mein Geschmack. So. Aber die beiden, sehr gut.
Frage ist, wie ich in der über am meisten Stelle da oben. Ne, eben nicht, das ist das Problem. Müssen was mit Stollos ran, wenn es fliegt. Oh, ne, so geht's auch, wenn es einfach ruhig bleibt. Oh, das war nicht gut. Dann muss ich da mal kurz den anderen reinschicken. Was das für ein krasser Move der Stollersplatt gemacht hat. Aufpassen hier. What the hell? Eieieiei. Das Vieh macht schon Damage. Ja, zu langsam, ne? Da muss ich Stallobor ganz kurz mal healen. Aua! Ist das Himmelsfeger? So. Hat wohl eine zu hohe spezielle Verteidigung, weil das Turtok so wenig Damage macht, hätte er auch nicht erwartet. Der Altarianit. Hehe. Wie kann ein so liebes und flauschiges Wesen nur der hat in Rage geraten? Tja. Den mega mit Pokémon zusammenhängt, müsste Michael? Ja, die Kämpfe härten mich ab. Ein Steppfest. Mein Turnier ist erst dann perfekt, wenn du daran teilnimmst. Ja, kein Problem, ne? Wir machen noch kurze Sidequest und dann kommen wir vorbei. Schließlich kommt das Z in Team MC nicht so von ungefähr. Erste kommt es anders und zweitens als man denkt. Ja, das hat schon was. Kein Problem, mach doch gerne. Puh. Kehre zum Hotel zurück. Ja, das könnte man. Können natürlich auch Dratini entwickeln, ne? Wäre eine Option. Dann spannen wir uns das fürs nächste Mal auf. Oh, Drachenstoß. Natürlich auch eine geile Attacke. Also gar schon Eisstrahlen alles zu lernen, ne? Krass. Ja gut, kurz das Team umswitchen, ne, würde ich mal sagen. Also ich überlege mir, glaube ich, noch, ob ich vielleicht doch Gardevoir oder Galagladi halt nehme, ne? Galagladi eben Vorteil, dass halt Typ Kampf wäre.
Das kann man hier immer gut gebrauchen. Stallers, okay. Stallerbor weg. Ja, quasi sagen, dass wir dann irgendwie Galakladi, Dratini, Drakuran, Schnäppke oder was die im Team hätten. 3 neue Powerhouses anstelle von Gardevoir, Pandagro, Skelabra, wobei Skelabra eigentlich Typ-Kombination cool ist, aber er hat ja schon, ja, meinen Feuerattacken so kriege ich natürlich auch immer wieder. Stollers vielleicht noch, ja, wir gucken mal, ne? Wir reden noch einiges ändern sicher. Pandagro würden halt irgendwie hier ins Kalos-Team gehören. Obwohl wir auch da schon einen Typ Unlicht haben, aber hey. Man kann nicht alles haben. So. Erstmal das, ne? Neben Dratini oder Dragoni und so gucken wir mal. Genauso wie hier mit dem Picanto, ne? Und unserem Galar-Flagmon. Den man ins Team nehmen wollte. Aber ja. Alles ein bisschen angucken, ne? Dass alles läuft und so. Und vor allem miteinander passt. Ja. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Dann vermutlich eben doch zuerst die Sidequests. Dann zurückkehren wegen der Hauptmission. Dann müssen wir gucken, ob wir dann noch irgendwas anderes noch machen müssen. Ne? Oder direkt dann ins Turnier starten und in der nächsten Folge noch ein bisschen mit Wildzonen und so verbringen. Dann sind 2 neue aufgetan, ne? 16 und 17. Wildsektormäßig gesagt. Vielleicht gibt es nachher sogar noch 18 und so, ne? Könnte alles sein. Naja, wir schauen mal, ne? In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Da könnte man da hinlaufen, ne? Damit das da weiß, nächste Folge noch. So. Da, Sidequest, mach. Bis dahin, ciao zusammen.